Salut zusammen und herzlich willkommen zu... Wow, hoppala, Intro. Ist ja gut, wenn du so enthusiastisch in die Folge startest, aber bitte lass mich wenigstens ausreden. Hat sich schon mal jemand von euch gewundert, warum am Flughafen Zürich noch Frauen das WC putzen? Nein? Gut, ich auch nicht, aber jedenfalls gibt es dazu eine längere Story. Ursprünglich hat es auch ein paar Männer gegeben, die WCs putzt haben. Nur haben verschiedene Frauen, die dann die WCs sind benutzen und dabei einen putzenden Mann vorgefunden haben, sich nachher beschwert. Dabei sind das vermehrt Frauen aus fremden Kulturkreisen gesehen, die sich eben durch die Anwesenheit von putzenden Männern auf einem Damen-WC gestört gefühlt haben. Nachdem verschiedene Reklamationen bei der Verwaltung vom Flughafen Zürich eingegangen sind, hat man sich dann dort entschieden, in Zukunft nur noch Frauen zu nehmen. Das stößt zumindest bei mir auf grosses Unverständnis, vor allem das Argument mit der Privatsphäre. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der putzende Mann dann mit in die Kabine kommt und dort noch schnell den Boden vom WC putzt, während sich die Frau am Abwischen ist. Also, what the fuck geht da eigentlich in den Köpfen der Leute ab? Wenn schon, dann würde das Argument eher aufs Männer-WC zutreffen, weil dort ist man ja am Pissoir und die sind komplett ungeschützt. Ich weiß nicht, vielleicht hat schon mal eine Putzfrau auf meinen Schwanz geschaut. Keine Ahnung, groß genug wäre ja. Lionel, du bist 18. Keine Schwanzwitz mehr jetzt. Lionel, du musst erwachsen werden. Ich meine, ich möchte nicht erreichen, dass für Frauen der Gang aufs WC zur Qual wird oder zur Bloßstellung wird. Wenn sie sich dabei unwohl fühlen, dann sollen sie das sagen. Aber ich finde es einfach unfair, dass fürs Männer-WC offenbar andere Standards gelten als fürs Frauen-WC. Gleichzeitig kann man aber auch nicht fordern, dass auf dem Männer-WC nur Männer putzen und auf dem Frauen-WC nur Frauen. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. So viel muss ein WC gar nicht putzen. Ein gemischtes Putzteam wäre aus meiner Sicht das Beste, was du erreichen kannst. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Ab in die Kommentare. In letzter Zeit gibt es eine grosse Debatte über ein potenzielles nationales Burka-Verbot in der Schweiz. Das ist ja im Kanton Tessin schon eingeführt worden und ist höchst umstritten. Die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung spricht sich für ein Burka-Verbot aus und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Argumente von Gegnern und ich habe Argumente von Befürwortern angehört und es ist so ein schwieriges Thema, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Beziehungsweise ich befinde mich noch im Prozess, mir eine Meinung in dieser Hinsicht zuzutun. Zum einen ist natürlich gewissermaßen ein Symbol von der Unterdrückung. Warum muss sich die Frau verhüllen, wenn der Mann geil auf sie ist? Ich meine, der Mann könnte auch ganz einfach Scheuklappen oder so anziehen. Also das finde ich zum Beispiel mega unfair. Allerdings gibt es auch viele muslimische Frauen, die das tragen wollen. Und wenn ich denen das verbiete, dann bin ich kein Stück besser. Ich meine, in unserer Gesellschaft werden den Frauen als auch den Männern schon gewisse Standards auferlegt. Und wenn du die nicht einhaltest, dann wirst du auch schnell ausgegrenzt. Gleichermaßen habe ich auch einfach in meinem ganzen Leben in der Schweiz noch nicht ein einziges Mal eine Burka angetroffen. Also ich frage mich, ob sich denn ein Verbot lohnt. Aber irgendwie finde ich auch das Argument von der Befürworter von einem Verbot sehr gut. Eben wie gesagt, das mit der Unterdrückung beschäftigt mich extrem. Was meint ihr dazu? Was ist eure Meinung? Schreibt mir die in die Kommentare und erklärt sie mir, weil ich befinde mich noch in der Meinungsbildung. Das heisst, ich bin mega dankbar für andere Meinungen, die ich nachvollziehen und darüber nachdenken kann. Und dann ist mir noch ein sehr erschreckender Trend in meiner eigenen Community aufgefallen, nämlich ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Das habe ich besonders unter meinem Video über die dummen türkischen Kommentare gemerkt. Dort haben nämlich viele Leute gedacht, weil 7, 8 von diesen Leuten das geschrieben haben, denken jetzt alle Leute, die aus der Türkei kommen, so, ich kann es nicht genug oft wiederholen. Das ist nicht repräsentativ. So, und jetzt haben wir alle negativen, aufregenden Sachen durch und jetzt kommt noch etwas kleines Aufheiterndes, damit ihr euch nicht schon am Montag von der Woche denkt, ey Scheiße Mann, wie soll ich das bis am Freitag durchstehen? Kommt der Mann in eine Bar und bestellt 2 Glas Whisky. Da fragt der Kellner verwundert, warum denn gerade 2? Da sagt der Mann, ja wissen Sie, früher habe ich immer mit meinem Kollegen nach der Arbeit jeweils ein Glas getrunken, aber jetzt ist er nach Australien gezogen, aber wir haben beschlossen, dass wir die Tradition weiterführen und darum sind es jetzt eben 2 Gläser. Sagt der Kellner, hey, das ist denn cool, und so geht das monatelang, jahrelang, bis plötzlich der Mann nur noch ein Glas bestellt. Da fragt der Kellner verwundert, oh Gott, ist mit Ihrem Freund in Australien alles in Ordnung? Sagt der Mann, ja, dem geht's prima, aber ich trinke seit heute keinen Alkohol mehr. Also mit dem verabschiede ich mich bei euch und wir sehen sich am Donnerstag wieder. Tschüss!